Halo, guten tag, dobar dan i dobrodošli u vašu novu video lekciju. Znam da nemate mnogo vremena da se posvetite samo učenju jezika, pa sam napravila ovaj klip koji će dugo trajati. To će vam omogućiti da radite i druge stvari dok učite jezik. Naravno, ponavljanje je najbitnije jer će vam ono omogućiti da savladate gradivo iako niste u potpunosti skoncentrisani na to što slušate. Naravno, jedini preduslov i uslov jeste da slušanje traje dugo. Dakle, krećemo sa slušanjem. Ist das für mich? Ist das für mich? Da li je to za mene? Ja. Das ist für dich. To je za tebe. Das ist für dich. To je za tebe. Für je za. Mich je zamjenica u akuzativu. Dakle, mene. Dich, tebe. Kako ćemo reći da li je to za njega? Ist das für ihn? Ich-n. In. Ist das für ihn? Ne, to nije za njega, to je za nju. Nein, das ist nicht für ihn. Das ist für sie. Sie je nju. Dakle, ona je sie i nju je sie. Zamjenica u akuzativu za ženski rod je ista kao i u nominativu. Dakle, das ist für mich. Das ist für dich, das ist für ihn, das ist für sie. Rečenica broj 2. Da li je ovo ključ od ulaznih vrata? Ist das der Schlüssel für die Haustür? Ist das der Schlüssel für die Haustür? Ja, das ist der Schlüssel für die Haustür. Ja, das ist der Schlüssel für die Haustür. Oder nein, das ist nicht der Schlüssel für die Haustür. Das ist nicht der Schlüssel für die Haustür. To nije ključ od ulaznih vrata. Ist das, das ist nicht, to nije, das ist, to jeste. Das ist. Da li vi volite da igrate fudbal? Spielt ihr gerne Fußball? Spielt ihr gerne Fußball? Dakle, ovdje imamo, postavili smo pitanje u drugom licu množine. Spielt ihr. Dakle, ko hoćemo da pitamo da li ti voliš da igraš fudbal, pitat ćemo spielst du? Spielst du gerne Fußball? Spielt er gerne Fußball? Da li on igra? Da li on voli da igra? Spielt er gerne Fußball? Und spielen wir gerne Fußball? Da li mi volimo da igramo? Und spielt ihr? Da li vi volite? Also, spielt ihr gerne Fußball? Ja, wir spielen gerne Fußball. Oder nein, wir spielen nicht gerne Fußball. Aber wir spielen gerne Schach. I volimo da igramo šah. Wir spielen gerne Schach. Habt ihr gestern Fußball gespielt? Habt ihr gestern Fußball gespielt? Ja, wir haben gestern Fußball gespielt. Ja, wir haben gestern Fußball gespielt. Kako bismo pitali da li ćete sutra da igrate fudbal. Werdet ihr morgen Fußball spielen? Ja, wir werden morgen Fußball spielen. Ja, wir werden morgen Fußball spielen. Igrat ćemo sutra fudbal. Da li imate više gosti u vikendu? Habt ihr mehrere Gäste am Wochenende? Habt ihr mehrere Gäste am Wochenende. Also gost je gast, a gosti su Gäste. Habt ihr, da li vi imate? Ich habe Gäste, ja imam goste. Du hast Gäste,
ti imaš goste. Ihr habt Gäste, vi imate goste. Am Wochenende, vikendom. Am Wochenende. Also, da li ste recimo imali goste prošlog vikenda? Možemo pitati u preteritu. Hattet ihr Gäste letztes Wochenende? Oder habt ihr Gäste letztes Wochenende gehabt? Dakle, hattet ihr Gäste, preterit, ili perfekat habt ihr Gäste gehabt? Da li ste imali goste? Da li možeš da mi daš olovku? Kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? Kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? Also, ich kann dir, dakle ja mogu tebi, ich kann dir meinen Kugelschreiber geben, oder nein, ich kann nicht dir meinen Kugelschreiber geben. Dakle, ovdje imamo dva objekta. Možeš li ti meni dati i koga šta? Olovku, akuzativ. Da daš. Možeš li da mi daš olovku? Dakle, prvo imamo mir, meni, zamjenicu, a u dativu, a onda deinen Kugelschreiber u akuzativu, pošto je der Kugelschreiber, onda je akuzativ, ima nastavak n. Deinen Kugelschreiber geben. Zašto si protiv ovog rješenja? Warum bist du gegen diese Lösung? Dakle, die Lösung je rješenje. Warum bist du gegen diese Lösung? Die Lösung je rješenje, gegen je protiv. Dakle, kad kažemo ja sam protiv, ich bin dagegen. Ja sam za, ich bin dafür. Ich bin dagegen, ich bin dafür. Ko igra protiv koga? Wer spielt gegen wen? Dakle, u ovom slučaju imamo zamjenicu ko na prvom mestu, wer i wen, također zamjenica ko, ali u akuzativu. Dakle, wer spielt gegen wen? Ko igra protiv koga? Znači, ko, wer u nominativu, a koga, wen u akuzativu. Kome pripada ovo? Wem gehört das? Dakle, i treći oblik ove zamjenice ko. Wem, kome. Dakle, wer, ko, wen, koga, wem, kome. Wem gehört das? Glagol je gehören, pripadati. Pripada meni, das gehört mir. Das gehört dir. Pripada tebi. Wem gehört, kome pripada. Wem gehört das? Da li imaš još novca? Hast du noch Geld? Hast du noch Geld? Dakle, u pitanju je glagol haben i habe, du hast. Ti imaš. Hast du noch Geld? Da li imaš još novca? Ich habe noch Geld. Oder nein, ich habe nicht noch Geld. Nemam mnogo novca. Broj 10. Gehst du gerne einkaufen? Gehst du gerne einkaufen? Voliš li da ideš u kupovinu? Dakle, imamo einkaufen gehen kao izraz, ići u kupovinu. Ich gehe einkaufen. Du gehst einkaufen. Er geht einkaufen. Gehst du gerne einkaufen? Oder geht sie gerne einkaufen? Da li ona ide rado u kupovinu? Geht sie gerne einkaufen? Ja, sie geht gerne einkaufen. Oder nein, ona ne voli da ide u kupovinu. Sie geht nicht gerne einkaufen. Oder sie mag das nicht. Ona to ne voli. Sie mag das nicht. Da li je tebi svejedno? Ist das dir gleich? Dakle, ovo je izraz kada kažemo svejedno mi je. Es ist mir gleich. Es ist mir gleich oder es ist mir egal. Svejedno mi je. Ist das dir gleich? Da li je tebi svejedno? Ili ist das dir egal? Broj 12. Da li tamo ima povoljnih ponuda?
Dakle, gibt es dort günstige Angebote? Gibt es dort günstige Angebote? Kad je nešto günstig, znači da nije teuer, nije skupo, es ist billig, zum Beispiel jeftino. Gde staje ovaj voz? Wo hält dieser Zug? Wo hält dieser Zug? Hält. Dakle, glagol je halten, zaustaviti se. Ich halte, du hältst, sie, es hält. Dakle, halte, hältst, hält. Nepravilan je, u drugom i trećem licu ima a sa umlautom. Der Zug hat gehalten. Morali su u školu isključiti mobilni telefon. Muss man in der Schule das Handy ausmachen. Dakle, ausmachen je isključiti, ausmachen. Mach dein Handy aus, isključi telefon. Ich habe mein Handy ausgemacht. Isključio sam telefon. Ich habe mein Handy ausgemacht. Prošlo vrijeme. Dakle, isključiti, ausmachen. U kojoj kući živiš? Broj 15. In welchem Haus wohnst du? In welchem Haus wohnst du? Imamo ovu upitnu reč welche, koji, koju moramo naravno da složimo sa imenicom u zavisnosti od roda imenice i takođe u zavisnosti od toga u kom je padežu. Dakle, u kojoj, čim odgovaramo na pitanje wo, gde, u pitanju je dativ, dakle das Haus, imenica srednjeg roda kuća, i u dativu upitna reč welche dobije nastavak M. Dakle, M je nastavak za dativ srednjeg roda. In welchem Haus. Kada bismo pitali u kojem stanu, die Wohnung, Wohnung je ženskog roda, ovo welche bi dobio nastavak R. In welche R. Znači, in welcher Wohnung wohnst du, a in welchem Haus wohnst du, u kojoj kući živiš. Oda, in welchem Haus wohnt er, u kojoj kući živi on. Was fehlt in der neuen Küche noch? Šta još fali u novoj kuhinji? Was fehlt in der neuen Küche noch? Dakle, fehlen je faliti. Was fehlt, šta fali, gde? In der neuen Küche. Dakle, Küche je die Küche ženskog je roda. Opet odgovaramo na pitanje gde. Dakle, dativ. Dativ ženski rod, nastavak R, in der, a noj pridev dobije nastavak N. Dakle, in der neuen Küche, u novoj kuhinji. Kada bismo rekli nova kuhinja, rekli bismo die neue Küche. Ali gde? In der neuen Küche. Da li je danas lep dan? Ist heute ein schöner Tag. Ist heute ein schöner Tag. Dakle, heute je danas, heute ist ein schöner Tag. Danas je lep dan. Oder nein, heute ist nicht ein schöner Tag. Heute ist ein schlechter Tag. Danas je loš dan. Dakle, opet obratimo pažnju na pridev, schön, lep, dobije nastavak er. Zbog toga što je u pitanju tag, der Tag, dakle imenica tag je muškog roda. Ovdje imamo nominativ, jedan lep dan, kada je ispred prideva neodređeni član, ein, u nominativu pridev dobije nastavak er. Dakle, ein schöner Tag ili ein schöner Mann, zum Beispiel, jedan lep čovek. Kada bismo rekli jedna lepa žena, rekli bismo eine schöne Frau. Dakle, schön bi dobio nastavak zato što je Frau ženskog roda. Eine schöne Frau, a recimo za dete bi bilo ein schönes, recimo Mädchen, jedna lepa devojčica, ili ein schönes Kind. Dakle, das Kind, ein schönes Kind. Die Frau, ein schöne Frau. Der Tag, der Mann, ein schöner Mann, ein schöner Tag. Ali si ovu pesmu već čuo. Hast du das Lied schon mal gehört? Dakle, Lied, das Lied je pesma, hören je čuti, prošlo vreme, hast du das Lied gehört? Dakle, da li si čuo pesmu?
Ich habe das Lied gehört, čuo sam pesmu, oder ich habe nicht das Lied gehört, nisam je čuo. Ist das für mich? Ist das für mich? Da li je to za mene? Ja. Das ist für dich. To je za tebe. Das ist für dich. To je za tebe. Für je za. Mich je zamjenica u akuzativu. Dakle, mene, dich, tebe. Kako ćemo reći da li je to za njega? Ist das für ihn? I-H-N. In. Ist das für ihn? Ne, to nije za njega, to je za nju. Nein, das ist nicht für ihn. Das ist für sie. Sie je nju. Dakle, ona je sie i nju je sie. Zamjenica u akuzativu za ženski rod je ista kao i u nominativu. Dakle, das ist für mich, das ist für dich, das ist für ihn, das ist für sie. Rečenica broj 2. Da li je ovo ključ od ulaznih vrata? Ist das der Schlüssel für die Haustür? Ist das der Schlüssel für die Haustür? Ja, das ist der Schlüssel für die Haustür. Ja, das ist der Schlüssel für die Haustür. Oder nein, das ist nicht der Schlüssel für die Haustür. Das ist nicht der Schlüssel für die Haustür. To nije ključ od ulaznih vrata. Ist das, das ist nicht, to nije, das ist, to jeste. Das ist. Da li vi volite da igrate fudbal? Spielt ihr gerne Fußball? Spielt ihr gerne Fußball? Dakle, ovdje imamo, postavili smo pitanje u drugom licu množine. Spielt ihr. Dakle, ko hoćemo da pitamo da li ti voliš da igraš fudbal, pitaćemo spielst du? Spielst du gerne Fußball? Spielt er gerne Fußball? Da li on igra? Da li on voli da igra? Spielt er gerne Fußball? Und spielen wir gerne Fußball? Da li mi volimo da igramo? Und spielt ihr? Da li vi volite? Also, spielt ihr gerne Fußball? Ja, wir spielen gerne Fußball. Oder nein, wir spielen nicht gerne Fußball, aber wir spielen gerne Schach. I volimo da igramo šah. Wir spielen gerne Schach. Habt ihr gestern Fußball gespielt? Habt ihr gestern Fußball gespielt? Ja, wir haben gestern Fußball gespielt. Ja, wir haben gestern Fußball gespielt. Kako bismo pitali da li ćete sutra da igrate fudbal? Werdet ihr morgen Fußball spielen? Ja, wir werden morgen Fußball spielen. Ja, wir werden morgen Fußball spielen. Igrat ćemo sutra fudbal. Da li imate više gostiju vikendom? Habt ihr mehrere Gäste am Wochenende? Habt ihr mehrere Gäste am Wochenende? Also gost je gast, a gosti su Gäste. Habt ihr, da li vi imate? Ich habe Gäste, ja imam goste. Du hast Gäste, ti imaš goste. Ihr habt Gäste, vi imate goste. Am Wochenende, vikendom. Am Wochenende. Also, da li ste recimo imali goste prošlog vikenda? Možemo pitati u preteritu. Hattet ihr Gäste letztes Wochenende? Oder habt ihr Gäste letztes Wochenende gehabt? Dakle,
hattet ihr Gäste, preterit, ili perfekat habt ihr Gäste gehabt. Da li ste imali goste? Da li možeš da mi daš olovku? Kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? Kannst du mir bitte deinen Kugelschreiber geben? Also, ich kann dir, dakle ja mogu tebi, ich kann dir meinen Kugelschreiber geben oder nein, ich kann nicht dir meinen Kugelschreiber geben. Dakle, ovdje imamo dva objekta. Možeš li ti meni dati i koga šta? Olovku, akuzativ. Da daš. Možeš li da mi daš olovku? Dakle, prvo imamo mir, meni, zamjenicu, a u dativu, a onda deinen Kugelschreiber u akuzativu, pošto je der Kugelschreiber, onda je akuzativ, ima nastavak na deinen Kugelschreiber geben. Zašto si protiv ovog rješenja? Warum bist du gegen diese Lösung? Dakle, die Lösung je rješenje. Warum bist du gegen diese Lösung? Die Lösung je rješenje, gegen je protiv. Dakle, kad kažemo ja sam protiv, ich bin dagegen. Ja sam za, ich bin dafür. Ich bin dagegen, ich bin dafür. Ko igra protiv koga? Wer spielt gegen wen? Dakle, u ovom slučaju imamo zamjenicu ko na prvom mjestu, wer i wen, također zamjenica ko, ali u akuzativu. Dakle, wer spielt gegen wen? Ko igra protiv koga? Znači, ko, wer u nominativu, a koga, wen u akuzativu. Kome pripada ovo? Wem gehört das? Dakle, i treći oblik ove zamjenice ko. Wem, kome. Dakle, wer, ko, wen, koga, wem, kome. Wem gehört das? Glagol je gehören, pripadati. Pripada meni, das gehört mir. Das gehört dir. Pripada tebi. Wem gehört, kome pripada. Wem gehört das? Da li imaš još novca? Hast du noch Geld? Hast du noch Geld? Dakle, u pitanju je glagol haben i habe, du hast. Ti imaš. Hast du noch Geld? Da li imaš još novca? Ich habe noch Geld. Oder nein, ich habe nicht noch Geld. Nemam mnogo novca. Broj 10. Gehst du gerne einkaufen? Gehst du gerne einkaufen? Voliš li da ideš u kupovinu? Dakle, imamo einkaufen gehen kao izraz, ići u kupovinu. Ich gehe einkaufen. Du gehst einkaufen. Er geht einkaufen. Gehst du gerne einkaufen? Oder geht sie gerne einkaufen? Da li ona ide rado u kupovinu? Geht sie gerne einkaufen? Ja, sie geht gerne einkaufen. Oder nein, ona ne voli da u kupovinu. Sie geht nicht gerne einkaufen. Oder sie mag das nicht. Ona to ne voli. Sie mag das nicht. Da li je tebi svejedno? Ist das dir gleich? Dakle, ovo je izraz kada kažemo svejedno mi je. Es ist mir gleich. Es ist mir gleich oder es ist mir egal. Svejedno mi je. Ist das dir gleich? Da li je tebi svejedno? Ili ist das dir egal? Broj 12. Da li tamo ima povoljnih ponuda? Dakle, gibt es dort günstige Angebote? Gibt es dort günstige Angebote? Kad je nešto günstig, znači da nije teuer, nije skupo. Es ist billig, zum Beispiel jeftino. Gde staje ovaj voz? Wo hält dieser Zug? Wo hält dieser Zug? Hält. Dakle, glagol je halten, zaustaviti se.
Ich halte, du hältst, sie, es hält. Dakle, halte, hältst, hält. Nepravilan je, u drugom i trećem licu ima a sa umlaut. Der Zug hat gehalten. Morali su u školu isključiti mobilni telefon. Muss man in der Schule das Handy ausmachen. Dakle, ausmachen je isključiti, ausmachen. Mach dein Handy aus, isključi telefon. Ich habe mein Handy ausgemacht. Isključio sam telefon. Ich habe mein Handy ausgemacht. Prošlo vrijeme. Dakle, isključiti, ausmachen. U kojoj kući živiš? Broj 15. In welchem Haus wohnst du? In welchem Haus wohnst du? Imamo ovu upitnu reč welche, koji, koju moramo naravno da složimo sa imenicom u zavisnosti od roda imenice i takođe u zavisnosti od toga u kom je padežu. Dakle, u kojoj, čim odgovaramo na pitanje wo, gde, u pitanju je dativ, dakle das Haus, imenica srednjeg roda kuća, i u dativu upitna reč welche dobije nastavak M. Dakle, M je nastavak za dativ srednjeg roda. In welchem Haus. Kada bismo pitali u kojem stanu, die Wohnung je ženskog roda, ovo welche bi dobio nastavak R. In welcher, znači in welcher Wohnung wohnst du, a in welchem Haus wohnst du, u kojoj kući živiš. Oda in welchem Haus wohnt er, u kojoj kući živi on. Was fehlt in der neuen Küche noch? Šta još fali u novoj kuhinji? Was fehlt in der neuen Küche noch? Dakle, fehlen je faliti. Was fehlt, šta fali, gde? In der neuen Küche. Dakle, Küche je die Küche ženskog je roda. Opet odgovaramo na pitanje gde. Dakle, dativ. Dativ ženski rod, nastavak R, in der, a noj pridev dobije nastavak N. Dakle, in der neuen Küche, u novoj kuhinji. Kada bismo rekli nova kuhinja, rekli bismo die neue Küche. Ali gde? In der neuen Küche. Da li je danas lep dan? Ist heute ein schöner Tag. Ist heute ein schöner Tag. Dakle, heute je danas. Heute ist ein schöner Tag. Danas je lep dan. Oder nein, heute ist nicht ein schöner Tag. Heute ist ein schlechter Tag. Danas je loš dan. Dakle, opet obratite pažnju na pridev, schön, lep, dobije nastavak er. Zbog toga što je u pitanju tag, der Tag, dakle imenica tag je muškog roda. Ovdje imamo nominativ, jedan lep dan, kada je ispred prideva neodređeni član, ein, u nominativu pridev dobije nastavak er. Dakle, ein schöner Tag ili ein schöner Mann, zum Beispiel, jedan lep čovek. Kada bismo rekli jedna lepa žena, rekli bismo eine schöne Frau. Dakle, schön bi dobio nastavak zato što je Frau ženskog roda. Eine schöne Frau, a recimo za dete bi bilo ein schönes, recimo Mädchen, jedna lepa devojčica, ili ein schönes Kind. Dakle, das Kind, ein schönes Kind. Die Frau, ein schöne Frau. Der Tag, der Mann, ein schöner Mann, ein schöner Tag. Ali si ovu pesmu već čuo. Hast du das Lied schon mal gehört? Dakle, Lied, das Lied je pesma, hören je čuti, prošlo vreme, hast du das Lied gehört? Dakle, da li si čuo pesmu? Ich habe das Lied gehört, čuo sam pesmu, oder ich habe nicht das Lied gehört, nisam je čuo. Hoćemo li sada da napravimo pauzu? Machen wir jetzt eine Pause? Ja, wir machen eine Pause. I mi ćemo da napravimo pauzu. Dakle, die Pause ženskog roda,
eine Pause, jedna pauza. Machen wir jetzt eine Pause? Ja, wir machen jetzt eine Pause.